Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Also, danke. Keine Angst, wir sind nicht in der falschen Serie gelandet. Der Trailer ist der Trailer von unserer Serie, die wir in der FG in Wilchingen, wo ich herkomme, gerade aktuell haben. Wir nehmen die Schöpfung ein bisschen durch, die Schöpfungstage, die wir in der Bibel lesen. Und ich habe gedacht, ich bringe den mal mit, weil der passt super zum heutigen Thema von dieser Willkommen daheim-Serie von euch, die ihr habt. Ich finde es so schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ich fühle mich auch recht willkommen. Wir haben sogar einen Kleiderständer extra für mich parat gemacht. So genial. Danke vielmals. Das ist sehr grosszügig. Heute geht es nämlich um Identität. Das hat ja mit dem Menschsein zu tun. Wer bist du? Wer bin ich? Ich möchte mich darum ganz schnell vorstellen. Mein Name ist Ramon Badertscher und ich bin Christ. Okay. Würdest du dich vielleicht auch so vorstellen? Vielleicht weniger. Du würdest vielleicht sagen, dein Name und dann, ich bin, keine Ahnung, Bäcker, Postangestellte, wohne dort und dort, bin so und so alt. Wir haben verschiedene Sachen, wo wir uns damit identifizieren und auch uns in dem Sinn vorstellen. Die wenigsten würden das vielleicht sagen, gerade am Anfang vom Vorstellungsgespräch, ich bin Christ, oder? Wir kommen heute noch ein bisschen zu dem. Wir haben das letzte Mal, ihr dürfen da mit dem Phil, jetzt kannst du mir schnell eine Präsentation geben. Genau, mit dem Phil habt ihr das Bild studiert, da, vom Rembrandt. Ich möchte euch vielleicht daran erinnern, er steht heute nicht mehr da vorne, weil er hat es mitgenommen auf Wilchingen. Er stellt den Wilchinger auch den Rembrandt vor. Das ist wunderbar, wenn er da so Kunstbildung mitbringt. Ich finde das schön. Auch zu Wilchingen ist das wunderbar, wenn wir dort über Kunst nachdenken. Wunderbares Bild. Und ihr habt da das letzte Mal in dieser Serie ein bisschen verfolgt. Da. Online kann man ja das mit nachschauen. Wunderbar. Mit dem zweiten Sohn, der da so nebendran steht, beschäftigt, der so runterschaut. Und heute tun wir mal mit dem Sohn uns beschäftigen, der knüllt da am Boden, der mit zerlumpten Kleidern zum Vater kommt. Es ist eine Geschichte, die da dargestellt wird aus dem Lukas 15, ein Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie man dem sagt auch. Aber es geht ja um beide Söhne bei diesem Gleichnis. Das hat der Phil schon ganz klar deutlich gemacht. Jetzt, in dieser Geschichte gibt es ja so einen speziellen, besonderen Moment, den wir uns auch heute ein bisschen anschauen. Und ich möchte mit euch diesen Teil noch ein bisschen lesen. Aus Lukas 15, Vers 13 bis 21. Da heißt es: Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er sogar lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon bekam er. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen.
und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Vers 17, da heißt ganz besonders, da kam er zur Besinnung. Der jüngere Sohn, der ist ausgezogen und ist schlussendlich vom Festen abgestürzt bis zum Schweinhüten. Er hat nicht einmal vom Schweinfutter essen, also er war richtig zu Boden gewesen. Er hat nichts mehr gehabt, null. Alles Geld weg. Und er hat sich gefragt, Mensch, wer bin ich eigentlich? Schau mal an, wo ich bin. In der Pampa, im Dreck. Er hat sich gefragt, wer bin ich? Manchmal eine Frage, die wir vielleicht uns auch stellen, wer bin ich eigentlich als Mensch? Woher komme ich? Was soll ich da? Er, der doch mal ein Sohn von einem Grossbauer war, der es so gut hatte. Aber jetzt ist alles verloren. Wer bin ich? Wenn wir diese Frage beantworten heute, ja, könnten wir eben verschiedene Identitäten sagen. Die einen machen das mit dem, was sie tun, was sie schaffen. Wie ich schon gesagt habe, Bäcker oder Postangestellte oder so. Wieder andere zucken das Portemonnaie und nehmen die Idee für und sagen, und ich bin Schweizer. Oder Deutschen oder was auch immer dann ihr für eine Nation habt und sagen, das bin ich. Da bin ich. Wieder andere definieren sich vielleicht von der Sportart her. Ich habe da mal so eine Sportkleidung mitgenommen. Leider kein Trikot, bin nicht so der Fußballfan. Aber gewisse sind das vielleicht und haben so ein Trikot daheim und tragen das auch und sagen, ich bin stolzer Fußballer. Ich tue gerne shooten, das mache ich gerne. Und ja, definieren sich so. Wieder andere definieren sich vielleicht über ihre sexuelle Orientierung. Auch das ist heute recht populär. Zum Beispiel, ich bin homosexuell oder ich bin transsexuell. Da gibt es ja ganz verschiedene Versionen davon. Auch das ist etwas, was in unserer Zeit heute ist, was dazugehört. Also wir sehen, die Identität ist etwas, was nicht einfach so gegeben ist, sondern das machen wir uns wie selber. Es hat etwas mit dem zu tun, wie wir uns selber verstehen. Jetzt, wenn wir das aktuelle Zeitgeschehen ein bisschen anschauen, und da möchte ich heute jetzt auch etwas aufgreifen, wo wir mit drin sind, wenn es um so Identitätsfragen geht. Das ist höchst aktuell im Moment, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Die ganze Debatte um die ganze sexuelle Identität im Moment, wo sehr stark im Moment Zeitungen füllt und so weiter. Und auch da hat die Bibel etwas dazu zu sagen. Ich möchte das kurz einen Exkurs machen und zudem auch kurz uns ein paar Gedanken weitergeben, um das auch ein bisschen zu verstehen. Wieso kommen die Leute heute zu denken, dass sie nicht ihr biologisches Geschlecht haben, sondern ein anderes Geschlecht? Das ist ja spannend. Oder viele sagen heute, ja, schau dich an, bist eine Frau, schau dich an, bist ein Mann, ist klar. Das hat mit einer Entwicklung zu tun vom Weltbild, das heute stattfindet in unserer Gesellschaft, wo sich wegentwickelt von der Kultur, von einer christlichen Kultur. Lang ist das klar gewesen, dass Mann ist, Frau. Ist heute aber nicht mehr so, weil sich das entwickelt. Unsere Kultur tut die christlichen Werte nicht mehr so transportieren, sondern weicht immer mehr ab und das führt zu einer Spannung, gerade bei uns Christen. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, also ich spüre das sehr. Gell? Wenn Leute da sagen, nein, das ist ganz anders und so, dann habe ich da eine Spannung. Und ich möchte euch heute etwas zeigen, wie sich das entwickelt hat, ganz kurz. Und zwar hat das mit dieser Grafik ein bisschen zu tun. Man fängt da heute unterscheiden zwischen dem Wert und den Tatsachen. Tatsachen sind die Sachen, die wir sehen. Das ist öffentlich, für jeden sichtbar, irgendwo auch objektiv und ist absolut. Und man hat Wert, wo man innerlich hat.
Werte, die man sich gibt, die sind privat, subjektiv, relativ. Da darfst du mir ja nicht reinschwätzen. Haben Sie vielleicht auch schon erlebt, wenn ihr mit Menschen redend, diskutierend, nein, das ist privat, da hast du mir nichts zu sagen. Gerade der Glaube ist so ein Thema. Da lassen wir uns nicht gerne reinschwätzen. Jeder soll doch glauben, was für ihn gut ist. So etwas Subjektives. Und das Spannende ist, dass gerade der obere Teil sehr stark heute als Wahrheit definiert wird. Das ist nicht mehr wahr, was wir sehen, objektiv sichtbar ist, sondern das, was wir fühlen, was innen dran ist. Das wird für viele Menschen als Wahrheit begriffen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, das ist so allgemein. Jetzt gehen wir auf uns als Menschen. Was heisst das als Mensch? Der Mensch wird mit dieser Vorstellung in 2 Teile geteilt. Ich weiss, es ist ein bisschen theoretisch, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, um nachher zu folgen und unsere Gesellschaft ein bisschen zu verstehen. Der Mensch wird auch so aufgeteilt in Werte, die persönlich sind, privat. Das nennen wir Person heute. Das steht das, was ich moralisch mir zusammen denke oder wo ich denke, das ist moralisch, das ist etwas Persönliches. Also zum Beispiel ist es für viele Leute moralisch okay, zu lügen. Für andere aber nicht. Und wir können nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, weil es etwas Persönliches ist. Weil es mit meiner Person zu tun hat. Etwas anderes ist unser Körper, den sehen wir ja. Das ist biologisch gegeben, da können wir eigentlich nicht gross etwas daran ändern. Was heisst jetzt das, wenn du das trennst? Wenn du Lieb trennst von dem, was du denkst und wo du bist? Das heisst zum Beispiel, dass wir als Mensch zwar als Mann geschaffen sein, aber etwas anderes denken, anders fühlen. Und das ist genau das, was zum Beispiel gerade bei transsexuell empfindenden Menschen passiert, dass sie sich vielleicht als Mann verstehen, aber als Frau fühlen. Und für sie könnte das so stehen lassen. Für sie ist das okay, weil sie die Trennung machen zwischen dem Lieb und dem, wo wir sind als Person. Das heisst, wer du als Person, deine Identität bist, scheint relativ zu sein. Hängt von deinem Gefühl ab, von dem, wie du dich fühlst, von deinen Gedanken, aber nicht von den Fakten. Das ist eine Auftrennung, die heute viele machen in unserer Gesellschaft. Und das führt zu Spannungen in ganz vielen Themen. Ich glaube, dass die Bibel uns das nicht lehrt. Und jetzt möchte ich das mal von der Bibel her auch uns zeigen, dass es, glaube ich, nicht so gesund ist, so eine Aufteilung zu machen zwischen diesen 2 Themen. Dass es nicht gesund ist, dass wir einfach anders denken können, als unser biologisches Wesen das ist. Ich möchte euch das vorlesen. Und das hat mit dem Text zu tun, wo wir am Anfang in dem Film gehört haben, in dem Intro, wo es von der Schöpfung die Rede ist. Ich möchte euch da aufschlagen. 1. Mose 1, 26 bis 28 und das mal so vorlesen. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das heißt also Gott, dass er das bewusst so geschaffen hat. Also, das ist etwas ganz, ganz diametral anderes. Gott hat das uns Menschen einen Charakter gegeben, eine Person gegeben und gleichzeitig dazu auch ein Geschlecht, Mann oder Frau. Das ist etwas von Gott Gegebenes, was Gott uns geschenkt hat, was Teil von meiner, von deiner Identität ist und auch darf sein. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das so sehen. Auch unsere Familie zum Beispiel haben wir uns ja nicht aussuchen können. Keiner von euch hat aussuchen, in welcher Familie er aufwächst. Dass er da in der Schweiz vielleicht aufwächst. Haben wir nicht aussuchen, hat Gott so wollen und geschenkt. Also es gibt Sachen, die in unserem Leben wie geschenkt sind oder wie gegeben sind von Gott, wo wir nichts daran ändern können. Und doch ist irgendwie die Suche nach Freiheit von uns Menschen, die so weit geht und so weit treibt, dass wir auch selbst die gegebenen Sachen von Gott irgendwie verändern. Und darin Freiheit suchen eigentlich, sie aber nie finden werden.
Irgendwie wird das von Gott gegeben als Einschränkung, als Bedrohung empfunden, von dem man sich befreien muss. Interessant ist, dass das ja schon die ersten Menschen in der Bibel, Adam und Eva, auch so empfunden haben. Sie haben ja dürfen vom Baum essen, von jedem Baum, ausser von einem im Garten Eden. Von einem Baum hat Gott gesagt, von dem sollen ihr nicht essen. Vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Und sie haben das irgendwie schlussendlich doch auch als Einschränkung empfunden, dass sie das nicht haben dürfen. Sie haben irgendwie Freiheit gesucht und haben gesagt, wir wollen das auch. Wir wollen frei sein von allem. Nicht die Einschränkung in Kauf nehmen. Und was ist passiert? Schlussendlich hat es dazu geführt, dass sie getrennt sind von Gott. Weil sie Gottes Willen nicht respektiert angenommen haben. Die Bibel sagt dem, wenn wir Gottes Willen nicht beachten, Sünde. Und Sünde hat den Tod zur Folge. So haben sie den Garten Eden verlassen und sterben. Irgendwann. Das ist die Konsequenz von dem. Und damals, als sie die Frucht gegessen haben, da lesen wir in der Bibel, gerade am Anfang von dieser Schöpfung, dass sie gemerkt haben, dass sie sich schämen vor Gott. Sie sind nackt gewesen, sie haben das gemerkt, sie sind sich dieser Identität als Sünder bewusst geworden. Wir kennen vielleicht den Spruch, Kleider macht Leute, oder? Also wenn einer da im Jungschi-Hemd rumsäckelt, oder? Gerne Jungschi gemacht, immer noch. Dann weisst du, das ist ein Jungschi-Leiter, oder? Der tut gerne aus den Töpfen essen und so weiter. All die Vorstellungen, die da kommen. Genau. Wenn einer im Bademantel rumläuft, dann weisst du, der hat gerne vielleicht Erholung, vielleicht auch gerne Wellness oder so. Oder wenn einer so einem Jackett rumläuft, der ist vielleicht ein Banker oder weiß auch nicht was. Also Kleider machen Leute. Und jetzt ist es so, dass damals schon die Kleider sie sich wie selber gemacht haben. Sie haben gemerkt, wir schämen uns vor Gott für die Tat, die wir gemacht haben. Und das Schöne finde ich, obwohl Menschen sich da gegen Gott aufgelehnt haben, am Anfang der Bibel schon, hat Gott uns so fest gern und sie nicht losgelassen. Wissen Sie, was er gemacht hat? Wir lesen das zusammen. Nachdem sie sich eigentlich aufgelehnt haben gegen Gott, und wenn sich Kinder auflehnen gegen deinen Willen, als Vater von 2 Kindern, da willst du manchmal am liebsten, aber Gott hat das nicht gemacht. Gott ist nicht zornig geworden oder irgendwie bösartig gegen Menschen, obwohl ihn das gestört hat, dass sie sich aufgelehnt haben gegen ihn. Und er das nicht gut findet, hat er so liebevoll gehandelt, wie es da steht. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Das ist 1. Mose, das ist da falsch, 3, Vers 21. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Was für ein liebevoller Gott begegnet uns da. Wo Menschen sündhaft worden sind und er begegnet ihnen in Liebe und macht ihnen sogar Kleider aus Fell. Das heisst, das Tier hat müssen sterben, damit wir Kleidung haben. Gott hat sie dann nachher rausgeschickt aus dem Garten Eden. Die Welt, die wunderbare Welt, die Gott sie eigentlich geschaffen hat, die für sie geschaffen hat, haben sie müssen verlassen. Und da leben wir bis heute verlassen von dieser Gemeinschaft mit Gott. Das ist unser Zustand heute in dieser Welt. Eigentlich etwas Verrücktes, oder? Als Menschen getrennt von Gott. Er, der uns eigentlich so gern hat, der uns so geliebt hat, so etwas Wunderbares in uns hineingelegt hat. Jetzt sind wir nicht mehr mit ihm zusammen in dieser Gemeinschaft. Unsere Identität ist Identität als Sünder. Belastet mit verschiedensten Sachen in unserem Leben. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Sachen, wo du immer wieder merkst, oh, das ist nicht gut. Da gehe ich immer wieder auf die Nase. Sachen, die du machst, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube, keiner von uns würde behaupten, die Welt ist perfekt. Jeder hat das irgendwo erlebt. Sei es, dass er angeschaut worden ist, verlassen worden ist vom Menschen, Krankheit erlebt hat in dieser Welt, ist nicht perfekt. Und doch ist es spannend, dass wir auch jetzt noch irgendwo etwas merken von dieser Herrlichkeit von Gott. Wenn ich da in die Runde schaue, hat jeder Einzelne so wunderbar geschaffen. Und hat jeder Heim so wunderbar geschaffen von Gott. Etwas wird sichtbar von dem Genialen, was Gott gemacht hat. Gerade wenn wir auch in die Schöpfung rausschauen,
So etwas Wunderbares, was Gott gemacht hat. Ja, die Sünde ist da, macht das immer wieder kaputt, zerstört Sachen. Und doch spüren wir etwas von dem Wunderbaren, was Gott drin hineingelegt hat. Eigentlich eine Tragödie. Etwas Wunderbares, Wertvolles, was Gott geschaffen hat, ist kaputt gegangen. Wenn ein kostbares Kunstwerk wird, das vom Rembrandt zerstört wird, dann wären wir alle auch vielleicht schockiert. Was, das ist kaputt gegangen. Aber du bist noch viel wertvoller als das Bild vom Rembrandt. Und dass das kaputt gegangen ist doch tragisch. So tragisch, dass das wunderbare, unschätzbare Meisterwerk, wo du bist, von dem allerhöchsten Künstler in die Brüche gegangen ist. Das sollte uns auch bedrücken irgendwo. Traurig machen, dass das kaputt ist. Auch der Liebe, den wir haben, jetzt auch in dieser gefallenen Schöpfung, ist ein Abbild von dem Wunderbaren, was Gott gemacht hat. Darum ist es eigentlich nicht gleich, wie wir über unsere Liebe, die wir jetzt haben, denken. Es ist nicht einfach irgendetwas, wo man trennen von unserem Geist. Nein, es ist ein Teil von uns. Es hat eine Würde. Und darum denke ich, ist es auch gut, wenn wir dem Lieb die Würde geben. Sei es dann, auch wenn wir sterben, dass wir das nicht einfach machen und Lieb verbrennen, sondern dass wir da in die Erde legen mit einer Erdbestattung. Oder dass wir nicht an dem Lieb einfach fangen umschnäfeln, als wäre es nichts und irgendwie einfach das Gefühl haben, das ist irgendein Gegenstand, den wir formen können, frei nach unseren Wünschen. Nein, es ist ein Geschenk von Gott und mit dem sollen wir würdevoll umgehen. Ein Kirchenvater aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, der Justin der Märtyrer, hat über die Würde vom Lieb geschrieben: Wir müssen jetzt in Bezug auf diejenigen sprechen, die geringschätzig von dem Fleisch denken. Diese Personen scheinen das ganze Werk Gottes nicht zu kennen. Denn, sagt das Wort nicht, lasst uns einen Menschen machen, in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Was für einen Menschen? Offensichtlich meint er den fleischlichen Menschen, denn das Wort sagt, und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden. Es ist also offensichtlich, dass der nach dem Bild Gottes erschaffene Mensch aus Fleisch und Blut war. Ist es also nicht absurd zu sagen, dass das Fleisch, das Gott nach seinem eigenen Bild geschaffen hat, verachtungswürdig und wertlos ist? Als Christen sind wir sehr stark, neuer Geist und so weiter, alles, das ist richtig, zu dem kommen wir noch. Aber auch unsere Liebe hat eine Würde, jetzt schon. Und es ist wichtig, dass wir den auch wertschätzen. Paulus sagt, euer Liebe ist ein Tempel für Gott. Vergessen wir das nicht. Schätzen wir das auch als unsere Identität und nehmen wir den Liebe, den wir haben, auch an. So viele Menschen stehen da in einem Konflikt mit ihrem eigenen Lieb. Bei uns in Wilchingen hat es eine langzeitpsychiatrische Einrichtung, ich darf dort immer wieder mit Menschen auch reden. Und so viel kämpfen mit ihrer eigenen Identität und mit ihrem eigenen Körper. Ich weiss nicht, vielleicht hast du das auch. Dann möchte ich dich ermutigen, lass dich wieder neu von Gott begeistern für dein Lieb. Etwas, was er dir geschenkt hat. Und von er möchte, dass du das annimmst. Er möchte dir helfen, das anzunehmen. Sagen, das ist gut. Der Liebe, den du hast, wo Gott dir geschenkt hat, das ist ein Teil von dir. Als Mann und Frau, es ist gut so. Weiter aber möchte Gott uns ja auch eine neue Identität schenken. Das ist ja das, was da beim Sohn ja auch der Fall war. Er ist zurückgekommen und hat gedacht, ach, ich bin so ein kaputter Mensch. Der Vater kann mich sicher nicht mehr als Sohn annehmen. Und was macht der Vater? Der Vater spricht ihm das Sohnsein wieder zu. Wenn wir Lukas 15, Vers 22 weiterlesen, dann lesen wir, sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Er gibt ihm wieder die Würde zurück, die er am Anfang hatte. Das ist etwas Wunderbares. Er kriegt ein neues Gewand, einen Ring und Schuhe, etwas Schönes, was er da überkommt.
Eine neue Identität. Der Sohn hat nicht gedacht, dass er das wieder überkommt. Und auch wir denken vielleicht manchmal, nein, Gott kann mich doch mit diesen vielen Fehlern, die ich habe in meinem Leben, nicht annehmen. Doch. Doch. Kein Fehler, keine Sünde ist zu gross, damit Gott dich nicht annehmen kann. Wo er nicht vergeben kann, wenn du das willst. Gott möchte dich annehmen und uns einen neuen Geist schenken, weil wir so wertvoll für ihn sind, als Geschöpf, als Gegenüber. Er möchte, dass wir seine Kinder werden, jeder einzelne von uns. Darum ist er auch bereit gewesen, um selber auf die Welt zu kommen und sterben am Kreuz für uns. Weil du so wertvoll bist, weil du ihm so wichtig bist, ist er gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat stellvertretend für dich die Schuld, die uns trennt, von ihm auf sich genommen und bietet uns jedem Einzelnen Vergebung an. Wir dürfen das annehmen. Wir dürfen die Vergebung annehmen und wissen, dass Gott uns vergibt und wir dürfen eine neue Identität, einen neuen Geist bekommen. Der Gottesgeist kommt in uns, wenn wir das machen. Das ist etwas Besonderes. Und der Geist von Gott hilft uns, sein Wort zu verstehen. Immer mehr zu lernen, wer sind wir eigentlich vor Gott und wer ist Gott selber. Der Geist hilft uns, unser Leben umzukrempeln, zu verändern, zu erneuern, wiederherzustellen. So, dass wir nach dem Willen von Gott leben und dadurch Freiheit erfahren. Wie erfahren wir denn Freiheit zum Beispiel, wenn wir immer wieder gelogen haben? Dann ist das Freiheit, die Gott uns schenkt, indem er sagt, lüg nicht mehr. Wie kann das Freiheit sein? Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn jemand angelogen hat, dann richtet er ein Lügengebäude auf. Und das ist mega schwierig. Warum? Weil er beim nächsten Mal, wenn er ihn wieder sieht, muss überlegen, was habe ich eigentlich dem gesagt, wie habe ich ihn angelogen. Damit ich mir jetzt ja nicht verraten, muss ich wieder andere Wörter brauchen, um Sachen anders darstellen und anders formulieren, dass er ja nicht merkt, dass ich gelogen habe. Gell, wenn das mit einer Person vielleicht passiert, kannst du das irgendwie noch überbrücken über eine gewisse Zeit, aber irgendwann fliegt die Wahrheit auf. Noch viel schlimmer wird es, wenn du verschiedene Menschen anlügst. Dann wird das Gebäude immer gewackeliger und höher. Freiheit heisst, gerade wenn wir zum Beispiel beim Lügen sind, dass wir ehrlich sein zu den Menschen. Dann muss ich mich nicht jedes Mal fragen, wenn ich diesem Menschen begegne, was soll ich ihm jetzt sagen, damit es stimmt und aufgeht, sondern ich kann ihm echt begegnen, ohne mir lange Gedanken zu machen. Das schenkt Freiheit, innere Freiheit. Ich darf ihm offen begegnen, ehrlich sagen, wie es ist. Gott möchte uns in vielen Bereichen Freiheit schenken. In so vielen Bereichen, wo wir manchmal uns einfach immer wieder in falsche Fahrwasser begeben. Der Paulus, und da komme ich zum letzten Text von heute, der Paulus, er beschreibt das mit einem Bild. Wie können wir die neue Identität leben? Und er sagt das, ich lese euch das gerade vor, im Epheser 4, 17 bis 24. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Er braucht also das Bild von so einem Kleiderschrank. Und wir sollen abziehen, den alten
Mensch, der alte Gedanken, alte Vorstellung, die wir haben von uns. Wir sollen die abziehen und ablegen. Das ist das eine. Ablegen, altes Denken vielleicht. Alte Muster, die du in deinem Leben hast, ablegen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Auch da, wir haben das ablegen. Es ist eine Zeit gegangen. Schritt für Schritt möchte uns der Heilige Geist das lernen, ablegen. Das ist ein lebenslanger Prozess, wo wir da sind. Und jeden Tag ist wieder neu eine Entscheidung, das alte Leben dort zu lassen und etwas Neues anzulegen. Legen Sie da mal den Job wieder an. He? Etwas Festliches. He? Vielleicht ist bei dir das Brutkleid im Gedanken vielleicht so. He? Ein neues Leben, eine neue Identität anzulegen. In Jesus Christus, wo wir haben. Wir können das zum Beispiel machen, jeden Morgen auch im Gebet, da uns das bewusst werden lassen. Und sagen, ja Herr, ich will mein Denken von dir verändern lassen, auch am heutigen Tag. Und mich ganz auf dich ausrichten. Hilf du mir heute dabei, dass ich deine vorbereiteten Werke sehe und auch tun kann. Und wir können sagen, wie mit Vers 24, ja, ich möchte das neue Kleid von dieser Identität in dir, in Jesus Christus, anziehen. Ich möchte, dass meine Mitmenschen das auch sehen, im Alltag, dass das sichtbar wird. Und dass andere Menschen durch mein Leben sehen, dass ich zu dir gehöre. Und auch neugierig werden nach dieser hoffnungsvollen Botschaft. Mir ist das zum Beispiel begegnet im Militär. Ich habe Militärdienst gemacht. Und dann sind wir am Abend einmal in den Ausgang gegangen und haben ein Bier getrunken. Die Leute haben gewusst, Ramon studiert Theologie und wird irgendwann mal Pfarrer sein oder Pastor. Und dann kommen so Fragen wie, ja, darfst du das noch? Alkohol trinken? Die Leute haben angefangen zu denken, was ist die Identität, die wir haben? Sie haben eine Vorstellung von einem Christ, oder? Der trinkt keinen Alkohol. Dann ihnen können erklären, doch, das darf ich. Und so weiter. Erklärt, was es für mich heisst, dass ich Christ bin. Das sind nicht die Regeln, die mich irgendwie auszeichnen. Nein, es ist eine tiefe innere Identität. Ein Angenommensein bei Gott, beim himmlischen Vater. Das darf ich wissen. Egal, was andere Menschen um mich herum sagen, mein Umfeld, das macht meinen Wert nicht aus. Sondern meinen Wert hole ich bei Gott, beim himmlischen Vater, der mir den Wert zuspricht und sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und ich liebe dich und ich nehme dich an. Ich will dir vergeben, Jesus Christus. Und wir dürfen das wissen, dass uns von dieser Liebe, wenn wir Kinder Gottes sind, uns nichts trennen kann. Auch nicht die Gedanken von anderen, auch nicht irgendwelche Meinungen von der Gesellschaft, sondern das, was uns Gott zuspricht durch sein Wort. Das gibt mir Halt, gibt mir meine Identität. Auch dann, wenn ich zum Beispiel älter geworden bin und nicht mehr arbeiten kann, vielleicht schon bald im Bett liegen kann und nichts mehr anders tun kann. Auch dann darf ich wissen, dass ich ein Kind von Gott bin. Weil ich für das nichts leisten muss, sondern es ist etwas, was Gott mir zuspricht. Kann ich das annehmen? Eine Frage an dich, die ich mitgeben möchte. Kannst du das annehmen, als Kind von Gott zu sein, das zu wissen, ohne dass du etwas tun musst? Du darfst das annehmen in Jesus Christus. Wenn wir das sind, wenn wir so sind, wenn wir die Identität in Jesus gefunden haben, angenommen haben, dann resultiert daraus ein neues Leben, das eben auch sichtbar wird. Das ist nicht einfach etwas Geheimes, was innen passiert, sondern auch Auswirkungen hat, von innen gegen außen. Der Paulus nennt da in der Epheserstelle nachher ein paar Sachen, die ich euch noch mitgeben möchte. Das eine ist zum Beispiel, habe ich schon ein bisschen erwähnt, wir sollen nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Kinder von Gott sagen die Wahrheit. Sie sind Kinder von der Wahrheit. Das macht frei, wie ich schon vorher erklärt habe. Wir müssen nicht das Lügengebäude aufrichten in unserem Leben, sondern wir dürfen frei werden und die Wahrheit sagen. Sind nicht zornig, sondern friedlich. Auch das ist eine Charaktereigenschaft von der Kind Gott, die uns auszeichnet. Dass wir Friedensstifter sind in unserem Umfeld.
in der Familie, am Arbeitsplatz, unter den Freunden. Friede Gottes soll uns auszeichnen. Nicht stellen, sondern arbeiten und auch geben. Nicht nur in Form von Geld geben, sondern auch Zeit schenken, Aufmerksamkeit schenken. Uns weitergeben von dem, was wir haben, von Gott bekommen. Nicht Böses reden, sondern Gutes und Ermutigendes. Gell, Gott liebt uns. Und er hat alle Menschen gern. Auch dein Gegenüber, auch vielleicht deinen Feind hat er gern. Auch wenn du nicht glaubst. Aber es ist so. Und er möchte, dass wir einander ermutigen auf dem Weg zu Gott. Einander auch ein liebes Wort sagen. Glaub mir, vielleicht denkst du jetzt an jemanden, den du vielleicht auf dem Kicker hast. Gibt es ja so Leute, oder? Manchmal. Könntest du die Decke raufgehen. Wie wäre es, wenn du das mitnehmen würdest für die nächste Woche, dem etwas Gutes zu sagen? Etwas Ermutigendes zu sagen? Die Bibel sagt, wir können dem Bösen mit Gutem begegnen. Und das ist wie ein Schock dann für die anderen, glaubt mir es. Die werden sagen, wieso kann der mir Gutes sagen, wenn ich ihm doch Böses da habe? Und das wird ihn ins Nachdenken bringen. Bin ich fest davon überzeugt. Aber wenn er das vielleicht nicht äußerlich sagt, aber innerlich wird da sicher etwas abgehen. Nicht lieblos, nicht bitter sein, sondern freundlich und liebevoll. Und das Letzte auch, das erwähnt er da auch spannenderweise, wir sollen sexuell rein leben, das heisst, in der Ehe zwischen Mann und Frau, dass wir das respektieren, die Ordnungen von Gott, wo der Wille Gottes uns offenbart ist in der Bibel. Und auch, dass wir nicht habsüchtig, sondern dankbar sind. Es geht nicht darum, möglichst viel zu haben, weil das auf dieser Welt wirst du alles verlieren. Das himmlische Reich, das, was du im Himmel hast, die Identität in Gott, die kannst du nicht verlieren. Vielleicht hast du jetzt irgendwelche Sachen, wo du dann merkst, oh, ja, das klingt bei mir in meinem Herzchen an. Red vielleicht in mein Leben. Dann gibt es ja bei euch die Gesprächsbox, wo ihr auch euch an Leute wenden könnt, die euch helfen können, vielleicht drin. Und ihr könnt austauschen. Auch das ist manchmal sinnvoll, gewisse Situationen, die wir im Leben haben, mit anderen zu besprechen. Was meinst du dazu? Ich könnte darauf reagieren, könntest du mir nicht helfen? Vielleicht ist das eine Variante, die heute dran ist. Du darfst gerne auch nach dem Gottesdienst, bin ich noch da, wenn du jetzt da im Saal bist, auf mich zukommen. Gell? Wir sehen ja nicht jeden Tag, das ist vielleicht auch gut, mal so jemanden zu haben und zu sagen, schau, dem kann ich es verzapfen und dann sehen wir nicht jeden Tag. Die Chance ist heute, nachher ist der Philemon wieder da. Den sehen wir immer wieder. Ich komme zum Schluss. Die Frage, die sich heute uns stellt, wie oder mit was identifizierst du dich? Was ist so das, was dich auszeichnet? Womit definierst du deinen persönlichen Wert? Sind das all die Sachen, die Kleider, die man irgendwie anlegen kann, das Arbeiten und Sport und so weiter? Oder ist es schlussendlich nicht Gott? Das andere ist gut, Fußball und so weiter, verstehe mich richtig. Aber was ist Priorität? Was zeichnet mich im Innersten aus? Ich möchte ermutigen, such die Identität bei Gott. Nicht bei Sachen da in dieser Welt, sondern bei Gott. Er hat dich nämlich wunderbar geschaffen. Lieb dich ganz fest. Du bist wertvoll für ihn. So wertvoll, dass er dich gesucht hat. Dass er sich auf den Weg gemacht hat in die Welt, um uns zu retten. Er hat alles gegeben am Kreuz von Golgatha. Und durch Jesus kannst du jetzt in die Heimat kommen. Wir haben es schon ein paar Mal gehört, auch in dieser Serie, und da neue Identität finden. 3 konkrete Fragen oder Schritte, die du mitnehmen kannst. Erstens, Reflexion. Wie definiere ich meine Identität? Zweitens, Frage, widerspiegelt das auch der Wille von Gott? Oder bin ich da irgendwo auf einem anderen Weg? Und als drittes, vielleicht gibt es Sachen, die du ändern müsstest. 3 Schritte zum Mitnehmen, darüber nachdenken für die kommende Woche. Ich möchte zum Schluss beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast. Dass du jeden Einzelnen da in dem Raum geschaffen hast. Wunderbar, einzigartig und genial. Und du liebst jeden Einzelnen ganz, ganz fest.
Herr, und manchmal geht es gleich wie bei diesem verlorenen Sohn. Wir wollen anders sein. Wir wollen vielleicht unseren eigenen Willen suchen. Unser Innere irgendwie verändern. Und auch unser Äußere. Unsere Identität an einem anderen Ort suchen als bei dir. Dabei meinst du es so gut mit uns. Herr, wir danken dir, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist. Der uns nicht einfach wegstößt, weil wir jetzt vielleicht an einem anderen Ort unsere Identität gesucht haben. Sondern du rufst uns zurück und hast uns die Möglichkeit gegeben, zurückzukommen zu dir. Durch Jesus Christus. Der uns diese Verfehlungen möchte vergeben. Und dass wir angenommen sein von dir. Und du sprichst uns das zu. Wenn wir unser Leben dir wieder anvertrauen, dass wir deine Kinder sein. Mit der Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit. Und du uns einen neuen Geist und bei der Auferstehung auch eine neue Liebe schenkst. Wo kein Schmerz, kein Leid mehr ist. Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, ich möchte dich aber auch bitten, für die Zeit, für die Zwischenzeit, wo wir noch auf dieser Welt sind, wo wir zwar Kinder Gottes sind, aber auch immer wieder einen Kampf merken mit der Herausforderung in dieser Welt, Herr. Dass du uns da hilfst durch deinen Geist. Dass wir klar zu dir stehen können. Uns immer mehr auch von dir verändern lassen können. In unserem Leben Sachen können ablegen, die nicht dazugehören und können unsere neue Identität annehmen und anlegen. Danke, dass du mit uns kommst und uns durch deinen Geist immer wieder führst und leitest. Amen.